Schön, dass Sie mir wieder folgen. Genießen Sie mal kurz mit mir den Ausblick. Was wir da hinten sehen, ist die Rodenkirchener Brücke. Oder wie der Kölscher sagt, Rodenkirche. Rodenkirchen gehört seit 1975 zu Köln, ist eingemeindet worden. Aber die Geschichte von Rodenkirchen, das ist eine ganz lange. Und die ist teilweise sehr bitter schwarz. Aber nicht nur. Und deswegen sind wir hier. Hier sind nicht immer nur friedlich Schiffe auf dem Rhein hergefahren. Na gut, mehr als 2 sehe ich gerade nicht, aber es waren bestimmt noch einige andere. Mein Vorschlag an Sie, ich setze mich jetzt irgendwo an ein ruhiges Plätzchen und Sie sollten sich mal einfach hinsetzen und in den nächsten paar Minuten genießen. Denn was jetzt kommt, ist Geschichte. Die Geschichte, wie Rodenkirchen nach Köln kam. Um Ihnen die Geschichte von Rodenkirchen so, ja, ich sag jetzt mal, natürlich wie möglich zu erzählen oder so erlebnisnah wie möglich, habe ich mich mal hier unten an den Rhein gehockt. Ich muss mir nur noch eine Stelle suchen, wo ich danach nicht eine weiße Furt habe, weil, ja, hier ist wohl länger nicht mehr gefegt worden. Aber ich finde schon was. Um das umzusetzen, habe ich mir jetzt mal ein paar handelsübliche hier wachsende Gräser genommen, habe einen Besen draus gebaut und habe mir mal eben die Treppe ein bisschen frei gefegt. Doch, jetzt kommen wir mal zu Rodenkirche. Wie kam es zu Rodenkirche? Wann wurde es erstmals erwähnt? Hieß es immer schon Rodenkirchen? Das kann ich vorwegnehmen. Rodenkirchen hieß nicht immer Rodenkirchen. Nein, es hieß auch schon mal zwischenzeitlich Ruhnkirchen. So war es nämlich zuerst geschichtlich erwähnt. Das war irgendwann, ich glaube im Mittelalter. Hören wir mal weiter, was gibt es sonst noch zu berichten? Ich fange mal vor dem Mittelalter an, ist glaube ich besser. Ich finde es ja immer schön, wenn man am Rhein sitzen kann und das Schiffchen zugucken kann. Doch jetzt kommen wir mal zu Rodenkirchen. Was für mich hier im Ganzen jetzt bei der Firmerei das Firmen etwas schwierig macht, ist der Wind hier unten. Gut. Rodenkirchen hat vor dem Mittelalter keine namentliche große Erwähnung gehabt. Ja, somit ist davon auszugehen, dass doch Drehmann und Jirrit sozusagen irgendwer wohnte und ja nichts Richtiges bestand. Die erste Erwähnung fand im Mittelalter statt. Und Rodenkirchen ist ja irgendwie, ja, Bischofssitz gewesen. Das weiß auch keiner. Also Köln war Bischofssitz, aber Rodenkirchen lag direkt davor. Ne? Und jetzt gab es mal den Bischof Maternus. Ne? Der hatte hier sozusagen zu tun. Als der verschütt gegangen ist, also gestorben ist, ne? Gab es 3 Bischofssitze, in denen er sein Amt vollzogen hat. Das war Tongern, das war Trier und das war Köln. Und jeder wollte ihn natürlich beerdigen. Also sprich, ihn in seine Kirche, Kapelle oder sonst wo niederlegen. Darüber ist dann ein heftiger Streit entbrannt zwischen diesen 3 Bischofssitzen. Was hat man gemacht? Man hat zu einem Jottesurteil gegriffen. Ja, man hat den auf den Kahn gelegt und hat gesagt, ab mit dir da rein runter. Und da wo du landest, ne, da wirst du beerdigt. Der Rodenkirchen hat dabei fast Glück gehabt. Tongern hat die Arschkarte gezogen. Da ist er nicht irgendwie, nee. Trier hat ihn nachher bekommen. Aber auch nur, ja, die Äußerlichkeiten. Und Rodenkirchen, Sie kennen bestimmt die Maternuskapelle. Rodenkirchen, da ist der Kahn einmal an das Land gedippt und ist dann weitergegangen. Deswegen hat Rodenkirchen die Maternuskapelle. Was jedoch wichtig zu erwähnen ist, die Maternuskapelle steht da, wo angeblich der Kahn mit dem Bischof Maternus an das Land getitscht ist. Boah, ist das windig heute.
Doch das ist nicht ganz die Wahrheit. Ich habe jetzt hier ein Plätzchen gefunden, wo ich nicht so viel Wind habe. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. Und zwar, wie gesagt, das war 10. Jahrhundert, Mittelalter. Jedoch hat man 1925 bei Ausgrabungen noch Memory-Stücke gefunden, die eigentlich nur für Orte mit Begräbnisrecht angewandt wurden. Und die sind aus frühchristlicher Zeit. So, jetzt erinnern Sie sich vielleicht an den Bericht mit den zwiegespaltenen Weisheiten und den Römern. Da habe ich sowas schon angedeutet. Das wäre das nächste Beispiel dafür. Sagen und Mythen gibt es hier viele. Was dann im Endeffekt jetzt wirklich alles stimmt. Was allerdings stimmt, ist, es gab in Rodenkirchen mal ein adliges Geschlecht, nämlich der von Rodenkirchen. Auch im Mittelalter. So, jetzt bewegen wir uns mal vom Mittelalter ein bisschen weiter weg, je nach 1259. Dort herrschte nämlich dann das hier für Köln bekannte Stapelrecht, was bis zu den Preußen hin durchgegangen ist. Das heißt, dort durften mit Erlaubnis der Kirche, des Klerus, sozusagen all die Kaufleute ihren Handel betreiben. Und die Kirche, ja. Rodenkirchen hatte 1621 von Kartäusermönchen einen gegründeten Hof. Auf dem wurde was gemacht, da wurde Wein verkauft. Aber es gab nicht nur den Kartäuserhof, sprich also das von den Mönchen gegründete, es gab noch mehrere. Und ich denke einmal, viele dieser Namen sind Ihnen auch heute noch geläufig. Frohnhof, Johannnerhof, Spitalshof, Zehnthof, Rodderhof, Röttgen, Kurshof, ja, und der Kartäuserhof. Die Dorfbewohner damals haben gelebt vom Fischfang, von der Landwirtschaft oder als Leibeigene beim Weinbau. Leibeigene, das hat sich dann im 19. Jahrhundert dann erledigt durch die Bauernbefreiung, aber bis dahin war das so. Vorher aber allerdings auch noch. Wie das meiste Rest, der hier in Köln mit Zahlen zu tun hatte, mit den Franzosen 1794 kam, haben die Jungs natürlich fleißig 1801 in einem Sakularium das ganze Zeug, also alles, was mit Hof und Wein zu tun hatte, an den Fiskus abgegeben. Ja, hier ist was los am Rhein, sage ich euch. Immer noch. Das ist Wahnsinn. Köln ist halt beliebt. Ne? Gut, gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Vom 18. Jahrhundert weg von den Preußen, rein in das 19. Jahrhundert. Da wo die Preußen dann so langsam aber sicher angefangen haben, den Geist aufzugeben. Weil da kamen sie nämlich drauf, und ich zeige euch das mit dem Schiff im Hintergrund mit Absicht, dass das hier eigentlich ja ganz gut gelegen ist. Ne? Also die Kölner kamen drauf. Also hat man dann so als Vorläufer von Bayenthal und Marienbusch, was heute die Prominenz beherbergt, hier in Rodenkirchen mit direkter Sonnenlage am Rhein angefangen, Villen zu bauen. Was man heute noch sieht, ist die Villa Malta zum Beispiel. So, auch das Brauhaus an der Quetsch, das hieß vorher, Brauhaus Quetsch, hieß vorher anders, zur schönen Aussicht. Das ist 1907 gebaut worden. So, jetzt haben Sie mal ein bisschen was über Rodenkirchen gehört und über die Geschichte, wie es entstanden ist. Wie es nach Köln reingekommen ist. Ja. Und was es hier heute noch alles zu sehen gibt. Wenn Sie sich jetzt allerdings fragen sollten, wieso ich nicht mit Ihnen nach Rodenkirchen reingegangen bin, da drin hätte ich Ihnen das nie so schön erzählen können, wie hier mit diesem Ausblick. Und ich hoffe, ich stehe wieder hinterm Busch. So. Und ich hoffe, dass Sie heute was gelernt haben, ein bisschen Spaß hatten mit den schönen Bildern. Und jetzt lehnen Sie sich doch wieder schlafen.